Der Engel im Kinderzimmer. Es war einmal ein schöner Porzellanengel auf dem Büchergestell von Chantal. Dort ist er mit seinem lieben Gesicht und dem hellblauen langen Hemdli Tag ein, Tag aus still gestanden und sollte aufpassen, dass alles rund läuft. Das Grossi hat den Engel vor Jahren einmal bei sich aufgestellt, zusammen mit dem anderen. Und weil er so ein schöner war, hat Chantal, wo sie zu Besuch war, gebettelt: «Grossi, Grossi, darf ich ihn mal haben, den herzigen Engel?» «Natürlich darfst, aber musst ganz fein sein, gell? Weil weisst, wenn der am Boden purzelt, verbricht er in 1000 Stück. Und das wäre nicht gut, weil das ist ein Schutzengel.» «Aber Grossi, warum hast du einen Schutzengel und ich habe keinen?» «Du hast schon einen, Mädchen, da bin ich ganz sicher. Vielleicht einfach noch keinen, den du siehst und den kannst aufstellen.» So ist es gekommen, dass das Grossi den Schutzengel vom Gestell hat genommen, Chantal ihn andächtig in den Händen geholt hat und das Grossi daraufhin beschlossen hat, der Chantal den Schutzengel gerade zu schenken. Der kleine Porzellanengel war über die Zügelten extrem glücklich. Am Grossi sein Haus hat er nämlich in- und auswendig gekannt von seinen nächtlichen Ausflügen. Er ist schliesslich nur so ruhig herumgestanden, wie die Menschen wach waren. Sonst war er ein rechter Zabli. Entweder hat ihn das Hemdli neu gekraut, oder die Nase gebissen, oder die Flügel sind ihm eingeschlafen, oder es war ihm einfach zu langweilig, nur so in der Gegend herumzustehen. So ist er also alle Nacht, wenn Chantal tief und fest gepfuset hat, von seinem Plätzchen runtergeflogen und hat auf einmal eine Runde um einen Lampenschirm gedreht. Was mache ich heute? Ein riesen Turm mit Bauklötzli. Ein Ritt auf dem Schaukelpferd. Oder doch lieber Verkleiderlis mit den Babykleidern. Dazu ist der kleine Engel von der Spielzeugkiste gelandet und hat fleissig angefangen. Das Elend am Ganzen war, der Engel hat zwar wunderschön gespielt und gigantisch ein Durcheinander machen, aber aufräumen, das hat er nicht können. Und kannst dir etwa vorstellen, was am anderen Morgen passiert ist, als die Mami bei Chantal ins Zimmer kam? Genau. Es ist als erstes über eine Hampel verstreutes Zeug gestogelt und als zweites hat es der Chantal eine Ladung Schimpfis um die Ohren gepfeffert. Alles sagen, mögen, täupeln und beleidigt sein hat nichts genützt. Die Mami hat der Chantal nicht geglaubt, dass sie brav die ganze Nacht im Bett gelegen ist und geschlafen hat. «So etwas Gemeins», hat der kleine Engel gedacht